Meister. Am DJ-Pult Max Schradin, einmal Applaus! Ist das krass. Ich habe mich gefühlt wie ein Schlagersänger. Damit herzlich willkommen zum Red Bull Bob Cup 2025 mit Paul Frege und unter anderem Flavio Stucki. Moin, ich muss mein Mikrofon abgeben. Vielen lieben Dank, Davos. Seid ihr bereit? Sehr schön. Wie kommt man überhaupt darauf, auf so eine dumme Idee, mit Kinderbobs eine Skipiste runterzufahren? Wie ist das entstanden, Adi? Nee, wir haben das einmal mit dem Schweizer Fernsehen gemacht und ich fand die Idee dort richtig geil. Hanna war auch dabei. Für Hanna Tulnik wird das auch ein Wettlauf gegen den Bob. Und dann haben wir gesagt, lass es ein bisschen geiler machen. Steilwandkurven, Sprünge, viele Leute einladen. Und jetzt steht hier so eine riesen Piste hinter uns. Was sind die gefährlichen Stellen so bei dieser Piste? Also die gefährlichste Stelle ist für mich der Tunnel. Da bin ich vorhin so heftig reingerast im Training, dass mein Bob zerbrochen ist. Der Sprung hier vorne ist auch nicht ohne. Die Strecke ist extrem schnell. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die Bremse mit benutzt, kann man es schon runterschaffen. Aber wir werden 100% auch Ausfälle sehen. Also ich bin in erster Linie einfach sehr nervös, weil ich jetzt hoch muss. Darum gebe ich gerne ab ins Studio. Danke an euch, an Adi. Und hier sind wir. Hallo, hallo, hallo. Und wir wollen euch mal die Creator vorstellen, die heute mit am Start sind. Adi natürlich, Phoebe, yes. Der Frege Paul ist am Start, Murat habe ich angesprochen, Ronny Berger, Hanna, Prinz Norin ist am Start, Noriak, Emma, Jonathan, Nova, Fredison, Paula, Maelo, Nati und Julie Pohl. Wir haben gleich Qualifyings. Also jeder Creator stürzt sich da runter. Es wird eine Zeit gemessen. Dann würde im Zweifelsfall der Erste gegen den 16. dann im ersten Achtelfinale agieren. Die Creator können sich aber oben auch aussuchen dann. Der Erstplatzierte kann sich einen Gegner aussuchen. Also wenn jetzt der Erstplatzierte oder die Erstplatzierte sagt, ey, ich möchte am allerliebsten gegen die Vierte fahren, dann können die das auch ausknobeln gegeneinander. Und das ist der Turnierbaum. So sieht der dann nachher aus. Steht jetzt natürlich noch nichts drin, weil wir gleich eben ins Qualifying gehen. Adi ist der erste Qualifying-Kandidat sozusagen. Platz Start Nummer 1. Adi, wir stehen hier vorne an der Kante. Es geht abwärts, dass es nur so schallert. Ich habe Windeln verteilt aus meinem Privatbesitz, weil ihr euch alle in die Hose scheißt. Wie sieht es bei dir aus jetzt? Also es kommt auf jeden Fall im Video nicht rüber, wie steil es ist. Da ist eine Drohne, hallo. Drohne, wir haben alles da heute. Das lenkt mich ab bei meinen Vorbereitungen. Das leckt dich ab oder das lenkt dich ab? Ich würde dich gerne ablecken. Klar, machen wir später. Okay. So, das ist der Bob. Du machst dich bitte bereit und die erste Qualifying-Fahrt geht los. Chat, mal ganz kurz an euch. Es wird nachher ein Massenrennen geben. Von hier oben, wo alle runterfahren auf einmal. Das wird spannend, da freue ich mich besonders drauf. So, willst du noch irgendwas an die Community sagen? Ich hoffe, ich lege mich nicht hin. Ich gebe mein Bestes. Hallo Mama. Ja, grüß einfach nochmal die Eltern. Okay. Viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen. Adi Totoro, Qualifying beginnt. Abfahrt. Ja, und los geht's! Adi Totoro macht hier also den Anfang in Davos beim großen Red Bull Bob Cup. Adi Totoro liegt, wie ich finde, sehr gut in der Kurve. Ja, die erste hat er schon mal gemeistert. Das ist aber nur eine Lowe. Ich glaube, gleich gibt es auch noch so eine richtige Haarnadelkurve. Und er ist gerade richtig gut beschrieben, wenn man in die Kurve geht. Erst auf der rechten Seite, jetzt geht er in die erste. Oh, die Drohne ist übrigens für mich der heimliche Star hier, wie die da hinterher fliegt. Aber eben hat er noch einen guten Speed und jetzt kriegt er so langsam, nimmt er den Speed wieder raus. Und das meint er, glaube ich, ne? Mit taktischen Bremsen ist vielleicht nicht die Ideallinie, Rachel, aber er macht es fantastisch hier. Der Schweizer Lokalmatador, Adi Totoro, nimmt sich den Speed auf. Gleich geht's rein in den Tunnel, Leute. Und da muss man natürlich gucken, dass man den nicht unbedingt verfehlt. Nächste Haarnadelkurve nimmt er auch mit Passion, nimmt er auch mit Würde, wie ich finde. Also bisher sehr, sehr gutes Rennen. Er ist nicht umsonst und ihr seht auf der Favoritenposition. Oh, den nimmt er mit. Er hat sich übrigens gegen den Tunnel entschieden. Und jetzt kommt er ins Ziel mit 1:03,4 Sekunden. Boah. Der Sprung auf Steißbein. Auf Steißbein. Adi ist durch, aber Max Schradin hat schon die nächste. Und zwar Phoebe bei Max. Rachel und Robby, wir haben Kandidatin Nummer 2. Phoebe, Start Nummer 2. Es war beim Warm-up, gab es schon Probleme. Erzähl kurz. Ja, also die ersten 2 Runden waren gut und die dritte hat dann reingeknallt. Ich habe mir meinen Ellenbogen geprellt. Deswegen tut das jetzt ein bisschen weh, aber ich will trotzdem durchziehen. Ich kann es leider nicht 100% geben. Also normalerweise würde ich mit gefühlt 50 km runterbrettern. Jetzt muss ich mich ein bisschen zügeln. Ich würde einfach dir vorschlagen, dass du ungebremst einfach runtergehst. 1:03 ist zu schlagen. Mach dich bitte bereit. Ich drücke dir die Daumen. Phoebe, zeig der Männerwelt, dass die Damen hier richtig Gas geben können. Gehockt.
Ja, ich bin die Einzige, glaube ich. Ich kann das Sitzen nicht. Ich krieg's nicht hin. Keine Füße nach vorne. Nee, ich krieg's nicht hin. Oh, das ist spannend. Ich übergebe an Rachel und Robby. Oh Gott. Phoebe kommt. Und ich setze mich auch auf die Knie. Ey, bitte, bitte. Ich möchte einfach aus Solidarität. Ich auch aus Solidarität und auch aus Okay. Respekt vor Phoebe. Wie schnell geht das? Alter, Boah. du kannst dann ja Ey, gar nichts. das ist so ein bisschen Skeleton-Style. Die Nein, stürzen es sich ja auch fällt mir vorab. jetzt schon schwer. Also sie liegt zwar nicht, aber ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee. Phoebe macht das ordentlich, Chillig oder? ist das eigentlich. Ja, sie fährt entspannt, das muss man aber auch noch dazu sagen. Sie hatte sich vorhin Ja. auch verletzt. Es Ja. war kurzzeitig nicht klar, ob sie eben reinstarten kann. Oh, jetzt hat sie die Kurve genommen mit dem verletzten Arm, glaube ich sogar, gegen die Bande geknallt. Ja, dazu muss man sagen, ich hatte hier gehört, Phoebe hat sich den Arm wehgetan. Ich hatte verstanden, sich den Arsch wehgetan. Es ist der Arm gewesen, aber das schränkt einen natürlich ein, muss man sagen. Macht Phoebe ordentlich, wie ich Ja, finde. und jetzt muss sie natürlich ein bisschen Gas geben, um da mithalten zu können bei der Zeit von Adi. Stimmt, Chat sagt zu Recht, hat sie die Brille oben gelassen? Hat sie die gar nicht aufgezogen? Sagt einer im Chat? Ja, Phoebe, das ist sehr, sehr strong. Oh, geil! Nice! Und dann ein geiler Sprung hinten raus und Phoebe ist schneller als Adi Totoro. Ja, bist du denn irre? Phoebe mit 1:02,93 unterbietet den Lokalmatador. Adi Totoro damit knapp und schiebt sich vor ihn. Verrückt. Wahnsinn! Auf den Knien durchgeslidet. Ah, geil, Wiederholung. Ziel. Ihr seht, ihr verpasst hier nichts aus keinem Winkel. Der Sprung! Das ist überragend. Aber da war das Junge. dann ganz gut auf den Knien. Ja. Da kannst du auch noch mal ein bisschen Abdruck geben, dann kannst du höher springen, kriegst dann noch mal ein bisschen Fahrt drauf. Welcher Move ist besser, Chat? 1 für Sitzen, 2 für Hocken. Das, Phoebe, und das ohne Brille. Geil. Und wir sind wieder bei Max, denn der nächste Patient ist da. Paul! Ja, die faustdicke erste Überraschung. Phoebe schneller als Adi Totoro. Krass. Bei Paul Frege stelle ich mir die Frage, was ist das denn? Ja, da kann ich mich am Auge noch kratzen, aber ich habe noch was vorbereitet für gleich, keine Sorge. Klar, eine Skibrille ohne Gläser. Das brauchst du. Ja, ich habe den Schutz, wenn ich stürze, aber die beste Sicht. Setz dich hin. Das ist ein präparierter Bob. Wurde unten auch so ein bisschen eine Schleimspur gemacht, dass man schneller ist? Wurde es gewachst? Ich habe unten Olivenöl an die Kufen geschmiert, damit ich doppelt so schnell bin. Geiler Typ. Und dann würde ich sagen, gib ihm. Und gib ihm. Der Start sieht schon mal auf jeden Der Fall sah sehr sehr gut sportlich aus, war zu schnell für die Kamera. kann man Oh sagen. ja, der schnelle Paul. Das wäre auch... Das ist schwierig. Da verliert er Vor allem, Zeit. Da, ja, Da genau. verliert er Zeit. Ja, jetzt muss er selber anschieben. Ja, das ist natürlich viel Das Zeit. könnte Das kostet Zeit. Ja. Paul ist wirklich absoluter wilder Kerl, ey. Und jetzt rein in den Eistunnel. Er entscheidet sich also für diese Strecke. Und die ist wirklich, boah, also da hätte ich Angst, dass ich da voll vor dem Pfosten... Ja gut, aber mit dem Tempo. Ja gut. Jetzt nochmal Gas Kommt wieder geben. besser so, rein. Paul. Aber es ist auf jeden Fall unter der Zeit von Phoebe und auch, also über der Zeit von Phoebe und auch über der von Adi Totoro. Nur Platz 3 im Moment für Paul Frege mit 1,04,25 Sekunden. Ja, das hat ihn Zeit gekostet am Anfang. Und Chat, der Bro ist 3 Meter. Ich glaube, er ist gar nicht so groß, der Paul. Nee, der ist nicht so sind nur so, die Bobs sind nur so klein. Also ich bin 1,76 und ich glaube, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet. Ja. Also müsste nicht viel größer sein. Ja. Also die Brille ist wirklich Viel größer. Ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hey, komm mal her, komm doch mal her. Jetzt stellen wir uns nebeneinander. Komm, Paul. Der 2,90 Meter Mann, Paul Frege mit 1,0425. Chat, das ist die aktuelle Übersicht. Phoebe, Adi Totoro, Paul Frege. Die Mein Favorit, Favoriten mein zweiter wackeln nacheinander und Newcomer Murat ist bei uns. Nochmal einen tiefen Schluck. Wie wichtig ist Masse mal Beschleunigung hier bei dir? Ich halte ihn vor dich hin, über 100 Kilo konzentrierte Unsportlichkeit. Und ich glaube, das ist die einzige Sportart, wo ich auch den Geraden wirklich einen Vorteil haben könnte. Also ich drücke dir die Daumen, verletz dich nicht. Du musst mich wieder heim nach Deutschland fahren morgen. Das ist dein Gefährt. Es geht los. Der Ja, Marc aber Murat Murat. ist für uns der Newcomer. Ja, Mann. Leute, hier wird also ein Creator. Let's go, Murat. Und Murat, No! Murat Halt fliegt dich schon drauf! ab. Murat fliegt schon ab und hält sich Shit. mit dem Gemächt auf dem Bob. Das ist unglaublich. Mit dem Gemächt. Ja, das ist vorne quasi mit dran gehalten. So, weißt du? Wir haben es ja vorhin schon Er gehört. fliegt aber ab. Also, Ja, ist okay. Er setzt eine inhaltliche Klammer, ja, Murat mit 1,36. Ey, aber du bist ins Ziel gekommen. Das ist das, was zählt. Oh, das ist... Das ist schon heftig. Aber da hält er sich. Ja. Dass er sich da drauf gehalten hat. Oh, und ich sehe Ronny Berger, der Schnurrbart der Nation, bei der Brille der Nation. Ronny Berger, 1,20 Meter, geballte
Power. Ronny Berger, so ruhig und konzentriert habe ich dich noch nie zuvor gesehen. Junge, ich bin so aufgeregt. Ich war heute schon 3-mal auf Klo. Ich muss jetzt noch. Ich bin... Lass laufen. Ich war lang nicht so aufgeregt, Alter. Okay, er ist wieder der Normale. Setz dich bitte. Okay, Mann. Ja, beruhige dich. Let's go. Beruhige dich. Beruhige dich. Let's go. Setz dich. Meine Fresse, Mensch, schrei mich doch nicht so an. Junge, ich glaube an dich. Du bist mein Geheimfavorit. Du bist 1 Meter Blitz. Bist du soweit? Ja. Ronny Berger, Abfahrt ins Tal. Abfahrt ins Tal, hier runter zu uns an die Kommentatorenplätze. Hier endet die ganze Geschichte, nämlich Max ist oben. Ja. Aber Ronny ist auch der Einzige, der so von der Körpergröße genau auf diesen Schlitten passt. Exakt. Die sind quasi an ihn angepasst. Deswegen hat Ronny den Vorteil, ne? Nicht auch, könnte aber trotzdem die Bestzeit sein. Ronny Berger fliegt ins Ziel. Ja, bist du denn irre? 1,0221. Und das reißt uns hier komplett aus dem Sitz. Was für ein Boss-Move. Gewollt oder ungewollt. Alles für die Zeit. Und das ist die bisherige Sehenswürdigkeit des Tages in Davos. Nächste Fahrerin, Hanna, ist bei Marc. Genau so ist es. Die liebe Hanna ist bei mir. Die nächste Dame, die nächste Frau. Wir sagen, bitteschön, Hanna, jetzt geht's los. Tunnelblick. Rachel und Robby übernehmen. Abfahrt. Hanna, let's go! Gib ordentlich Gas! Und an dieser Stelle unbedingt Grüße nach Österreich. Und auch an die Mama. Genau, Ja. unbedingt. Interessante Technik mit dem rechten. Oh, da fliegt sie das erste Mal ab. Das kostet natürlich Zeit. Ah, das ist jetzt richtig ärgerlich. Vor allem wollte ich gerade noch sagen, sie ist ja schon mal Bob gefahren. Und sie ist gut weggekommen eigentlich vom Start. Einen Moment! Jawohl. Ins Ziel geredet. Aber jetzt bitte. Oh, der nächste Akteur steht bei Max Max, hast Verlin du schon Angst? wieder. Hast du Angst? Rachel, stell dir vor, du machst da mit und ich verliere gegen dich. Ja. Was dann morgen international In der los ist, das Presse, kann ich in mir der nicht Bild, leisten. Ah ja, klar. überall. Wir haben den lieben Juan. John. So, ist nicht mal ganz einfach auszusprechen. Mit der Startnummer 7. Prinz Norin mit der Nummer 1, die Mehmet Scholl bei den Bayern oder Luis Figo in der portugiesischen Nationalmannschaft. Kann nur gut gehen. Ey, und der kommt richtig gut weg. Mehmet Prinz Scholl. Norin mit 1,23,09. Chat. Max ist bei mir. Du hast gerade gesagt, wenn ich mit 1,30 runterkomme, bist du zufrieden. Aber das ist nix. 2-mal runtergefahren, 6-mal hingefallen. Mal gucken, wie das wird. Aber Schneeverhältnis soll anders sein und ja, mal gucken. Knie oder normal? In der Hocke oder normal? Normal, ich glaube auf Knie, dann hau ich mir die ganze Zahnspange raus und das Okay, ich würde sie dir wieder reinmachen. Noreax, Junge, du darfst. Und damit startet er. Ich habe hier wieder umgesattelt auf Doppelbrille, weil die Sonne hier stärker scheint. krass. Seht ihr mittlerweile auch auf der Strecke. Ja, aber er tut mir echt ein bisschen leid. Oh. Wir haben vorhin auch kurz gesprochen. Er hat sich auch wirklich wehgetan. Also seine Hand, man hat richtig gesehen, die ist blau am Daumen. Oh nein. Es kracht bei Nummer 8. Ist eine absolute Weltbauchbinde da unten. Ich bin gespannt. Er kann sie auf jeden Fall nicht mehr angreifen. 1,26,62 für Noreax. Ey, da guckst du schon so hoch gefühlt, ne? Das ist übrigens aktuell die Gesamttabelle. Ronny Berger hat tatsächlich Phoebe unterboten. Beide mit 1,02 Sekunden, aber Ronny Berger schneller in den Hundertsteln. Zu Max. Ja, Emma ist bei mir. Die sagte gerade zu mir, willst du nicht lieber für mich fahren? Emma, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich würde da unten nicht ankommen. Ich wüsste gar nicht, wo lang. Ich hoffe, ich überlebe es einfach. Ich mache langsam. Gut. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ist der schon leicht angebrochen, der Bob? Ja, das macht nichts. Nein. Da kannst du ruhig locker runterfahren, das ist kein Problem. Auf die Plätze, fertig, los, Abfahrt, bitte schön. Das geht. Oh nein! Emma! Nimmt schon eine Ausfahrt, da ist noch gar keine. Okay, das müssen wir mal stehen lassen. Ja. Oh! Brille. Brille. Doch, die kommt schon an, Chat. Emma ist im Ziel, die Schweizerin. Ich sehe sehr, sehr viele CHs. Jonathan, wie sieht's aus? Ja, ein bisschen nervös, aber ich bin ja ein Schweizer. Ich bin ja sozusagen im Bob geboren. Natürlich. Ja, jetzt einfach mal runterbrettern. Ich lese im Chat gerade schon Schaffhausen auf die ein. Ne, hast gesehen? Ja, Erst im Sitzen gestartet, jetzt auf die Knie. Der Schnee ist viel zu sulzig. Was heißt in dem Kontext sulzig? Ja, Aber so immerhin seifig.
Ah ja, okay, alles klar. Ist Aber okay, mit der Nummer Jonathan. 10 ist auch eine Ansage. Absolut, mit der 10. Und Max Schradin, der hat die nächste. Es geht hier Schlag auf Schlag, Freunde. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Die Sonne geht auf in den Schweizer Bergen. Nova ist bei mir. War das eine geile Anmoderation? Danke. Gerne. Ja, ich gebe dir nachher meine Kontonummer. Kannst ein bisschen was machen. Ich darf das eigentlich nicht, aber Nova, come on! Mein Lieblings-Cowgirl, gib Feuer jetzt! Starlet Nova, ich habe ihre besondere Klasse angesprochen beim Red Bull Game Boy Royal, wo sie als Catcherin wirklich richtig gute Arbeit geleistet hat. Oh, die Drohne überholt Nova in dem Fall. Aber wie lang sind denn ihre Beine? Ja. Das ist fies. Sieht nicht sauberer hinbekommen. Oh mein Gott. Einmal stabil über die Flagge. Schnee ist so tot. Es nimmt auch ein bisschen Speed raus, ne? Dadurch, dass es gerade so seifig ist. Ja. Aber jetzt hat Starlet Nova den Bogen raus. Jesus. Und dann haut es sie auch raus. Chat, wir haben das übrigens vernommen. Ich hoffe, Nova geht's gut. Nova steht wieder. Und Adi ist gekommen. Oh Mann. Nova kriegt das schon hin. Ja, von dir wieder. Das ist wichtig und richtig. Junge. Ist das geil. Applaus einmal für Noah. Also Nova, das ist auch im Chat bitte, lasst ein bisschen Liebe da. ganz toller Sportsgeist von Nova. Ja, man Chat sagt Haare on point. Da sehen wir es nochmal. Mies. Ja. Oh shit. Ich kann euch sagen, wir haben die Slow. Da ist er. Ja, Ronny Berger mit dem Superman. Wie geht das? Heilige Wie geht das? Mutter Gottes. Meine Güte. Und jetzt guckt auf die Finger. Achtet auf seine Finger. Lässiger wird's nicht mehr heute. 3, 2, 1. Warte. Yeah! Ronny Berger. Es ist die nächste Runde eingeläutet. Bitte schön, Max. Freddy ist bei uns. Mach langsam. Noah ist gerade gestürzt. Ich will keine Angst machen, aber Safety first. Ja? Ready? Und das ist genau das. Aber pass mal auf, der gibt Gas. Der wird nicht aufhören. Das Handy ist abgerissen und liegt auf der Piste. Sprung, Schräger Sprung. Einmal schön auf den Oberschenkel geknallt. Kommt mit 1,28,17 ins Ziel der Fredrickson. Geht nicht. Und reißt damit nicht die Zeit von Paul, nicht die von Adi, auch nicht die von Phoebe und erst recht nicht die von Ronny Berger. Max, Junge, du bist wieder dran. Wir sind am Ende des Qualifyings langsam. Das stimmt. Wir haben noch 3 Kandidaten und ich habe das Handy von Freddy. Hey. Ist weg. Du bist ja eine Sportikone. Du läufst manchmal ohne Pause Hunderte von Kilometern. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ja. 42 Kilometer. Ja, einmal. Genieße die Fahrt. Okay, danke. Gucken wir mal auf den Start. Sie ist sportlich. Oh, gut. Adi, Ja, der gut raus. Start, der Jetzt muss ist ich den Schwung ordentlich. mitnehmen. Da muss man die Beine hochbekommen. Füße hoch. Es ist schwer zu sagen, ob unten oder oben rum schneller ist, ne? Ja, ich hätte eigentlich gesagt mittlerweile unten rum, aber jetzt hat mich das wieder ein bisschen vom Gegenteil überzeugt. Alle sind jetzt unten rum. Und Dann bin ich oben rum. Jetzt kommt der Sprung zum Abschluss. Und da bleibt sie stabil mit ihrer gut. Körperspannung. Paula mit 1,25,07 Sekunden hier auf der Strecke in Davos. Ja bitte, Max, Junge. Hier sind die Berge bei uns in Davos. Ich sollte keine Platte aufnehmen. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, wie Sauerei! war schon wieder der Vorname? Von wem? Von dir? Stefan. Wie? Max. Nee, der echte Vorname. Magst du mal meine Eier lecken? Distanz. Distanz. Das ist ein Red Bull Event. Distanz. Jet, Distanz. Ich wünsche dir, dass du so 6,5 Minuten brauchst. Verstehst du, was ich meine? So 12. So Abfahrt. was eine Legende, ehrlich. Oh shit. Der Mann, der die besten Clips produziert. Und jetzt können wir mal gucken. Milo ist extrem, also wirklich extrem klein, ob das hilft. Ja. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Er fährt auch rechts unten rum, ne? Ja. Keiner nimmt mehr oben die Strecke. Diese Lenkung ist katastrophal. Das geht schwerer als zu Max Schradin-Zeiten. Gab es schon bessere Lenkungen, sage ich schon. Und der Das ist nächste so Seitenhieb gegen Schradin. Jetzt der Sprung. Hui. 1A. Das war eine saubere Runde. Der Sprung. 1,22,30 für Melo. Wie heißt der Kollege, der gerade runtergefahren ist? Maelo, schicken wir nochmal in die Clownschule, gell? Jetzt kommst du dran. Ich freue mich ganz besonders drauf. Du hast dir vorgenommen, richtig Gas zu geben, ne? Die Konkurrenz wegzumachen. Ja, wenn es möglich ist, also die Piste ist schon ziemlich scheiße, aber ich gebe alles. Alle sind ready und Ich Chat wurde hier schon. verspreche auch, Ey, Rachel was räumt habt ihr denn für ein Problem? den Kram auf. Müll.
Füße hoch. Super Start. Guter Start. Das hat Potenzial. Das haben wir noch nie gesehen. Oh, super. Jetzt wechselt sie auf die Knie. Das ist, hat Johnny vorher schon gemacht, ne? Den Wechsel. Ganz kurz, um zu erklären, wieso es schwerer ist auf Knien. Genau. Die Balance ist extrem schwer auf Knien. Klar, vom Ding her ist es am besten, aber die Chance, dass du in der Kurve oder wenn es so gerade ist, man sieht, wenn man schwenkt so hin und her, da ist das Risiko am größten, dass man halt umfällt. Deshalb machen das wenig Leute. Aber so extrem gut. Boah, super. 1,24. Stabile Zeit, Top 8. Zeit von Nati, ne? Top 8. Ja. Nati Super sauber gefahren. In die Top 8. Da sind sie nochmal, die Jungs. Da, Jungs. Jetzt kann ich das mal sagen. Ja, die sorgen immer ein bisschen für Stimmung hier an der Piste, wa? Aber das sind ja die beiden Volllegenden. Die sehen viel besser aus als wir bei den Kitzbühel. Und die haben ein richtig gutes Käsefondue. Die haben ein echtes Fondue. Wir hatten so ein Cheese-Nacho-Dip und die haben ein echtes Fondue. Hey, Grüße an die beiden Jungs. Grüße. Ganz großes Kino. Hallo. Einmal Applaus von der Menge auch. Super. Ihr beide seid wirklich top. Und Julie Pohl ist der Nächste. Was ist das für ein Outfit? Ja. Das Outfit habe ich mich auch gefragt, aber er kann es tragen. Heute eher nackt. Ja, also es ist schon ziemlich warm, der Schnee schmilzt. Ich dachte, das ist ziemlich passend an heute. Julie Pohl, der Mann, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Also, der ist auch auf Skiern geboren und im Schnee quasi. Ich hoffe jetzt. Also ich würde sagen, die nackte Kanone. Runter. Ja. Wow, ist der schnell. Sehr gut, sehr gut. Halt dich! Vollkommen geworden hier. Und er fängt an wieder. Schwung mitnehmen. Meine Güte. Und das alles nackt. So gut. Das alles nackt. Das ist perfekt. Das ist das perfekt, ein was? Run? Egal. Oh mein Gott! Ist er selber. Oh mein Gott! Wow! Bestzeit. Alle Achtung, Julie. Boah, wie wunderschön war das. Es war so schön. Das war der beste Start, das war der beste Sprung. Also mit Julie müssen wir uns gleich mal unterhalten, wie das geht. Guck dir deinen Sprung an. Die Airtime ist schon crazy. Das war die krasseste Airtime von allen. Und das ist der Turnierbaum. Ihr seht's. Beziehungsweise die Hälfte davon, denn alle, also die Top 8 können sich jetzt von den letzten 8 jemand auswählen. Genau. Fürs Achtelfinale. Und dann sind das die Paarungen. Du musst aus den zweiten 8 musst du deinen Gegner oder deine Gegnerin aussuchen. Also ich sag jetzt mal so, ich will jetzt keinen guten nehmen. Von dem her will ich aber auch nicht einfach ein Mädchen jetzt nehmen. Ich nehme Noreax. Noreax, it is. Wo ist der? Wo ist Julie? Wo ist Julie? Komm her! Komm her! Was soll das, hä? Ein bisschen Trash-Talk darf sein. Und dann bist du erst, was soll das? Ich glaube, da gibt es eine kleine Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob wir das zeigen wollen. Ronny wollte eigentlich Noreax nehmen, aber der ist jetzt halt schon weg. Also. Ich will keinen guten nehmen. Was soll denn die Minute? Okay. Ronny, wen willst du im Achtelfinale bekämpfen? Ich muss jetzt entscheiden. Ja. Ich nehme Noreax. Der wurde gerade schon genommen. Okay, dann nehme ich Murat. Gut, Ronny entscheidet sich für Murat, die zweite Achtelfinalbegegnung. Phoebe ist auf Platz 3. Du darfst jetzt entscheiden, gegen wen dass du antreten willst im Achtelfinale. Für wen entscheidest du dich? Wer will gegen mich? Wir müssen rein. Wir sollten rein, dann kannst du schauen, von wem du die Auswahl hast. Emma. Emma. Phoebe entscheidet sich für Emma, die dritte Achtelfinalbegegnung. Emma gegen Phoebe. Dann gehen wir gerade zu Platz 4. Das ist Adi Toro. Adi, welchen Gegner oder Gegnerin willst du in deinem Achtelfinal? Hanna, wäre ein krasses Duell irgendwie auf eine Art? Ja, okay, ich fahre gegen Hanna. Hanna gegen Adi. Der Streit geht seit 3 Jahren, Österreich gegen Schweiz. Ich glaube, heute entscheidet sie das gar. Na! Ich setze 1.000 € auf Hanna, wenn sie Adi abzieht, weil Adi ist ein guter Konkurrent. Wir brauchen Hanna. Muss ich jetzt auf Adi setzen? No pressure, no pressure. Ich bin offensichtlich als Schweizer bin ich für Adi. Gegen wen willst du im Achtelfinale antreten? Ja, ist schwer. Es gibt hier eine Wundertüte in der Runde, die gerade gestürzt ist und deswegen wähle ich jetzt nicht, weil sie letzte ist, aber weil ich einfach gegen sie fahren will. Nova! Okay, Paul gegen Nova. Ja, ich freue mich. Du willst zum Après-Ski, Nova? Nee, ich möchte nicht zum Après-Ski, ich möchte erstmal gegen dich fahren. Ja, wird geil. Ich finde es auch einfach, das Zeug von Stärke, sich die Gehandicapte auszusuchen. Aber ich werde alles geben. Gegen wen willst du im Achtelfinale antreten? Paula, darf ich dich bitten? Jantan bittet Paula zum Achtelfinalduell. Es bleiben noch 2 übrig. Paula, Legende. Ich muss Nati nehmen. Ich muss. Okay, Maelo entscheidet sich für Nati.
Let's go. Wer ist besser? Ja, ich natürlich. Ja, klar. Und somit steht auch die letzte Achtelfinalbegegnung eigentlich schon fest. Prinz Norin gegen Freddy. Ich mache mir schon Gedanken, nicht ob ich runterfahre, sondern wie. Das ist das Ding am Ende des Tages. Los geht's, das erste Achtelfinale. Noriax gegen Julie Pohl. Julie Pohl geht natürlich als absoluter Favorit hier rein. Hat gerade das Qualifying als erster beendet, aber Noriax strauchelt. Geht da noch was? Ist er noch? Boah, Fahne mit. Nimm die Fahne mit der Red Bull-Fahne durch den Red Bull-Bogen. Und Chat, ihr hattet recht. Euer Call war Julie. Wir machen mal ganz kurz den Eistest. Okay, schmeckt kacke. Also viel Spaß euch. Hals- und Beinbruch, also nur im wörtlichen Sinne. So, wir übernehmen, let's go! Gegen Norin. Der Gewinner muss gegen Julie im Halbfinale agieren. Boah, sehr, sehr clean. Unten Oh mein Gott, 58 Sekunden. Nein. Alter, das ist eine Top-Zahl von Freddy. Respekt. Freddy, du hast gewonnen. Warum hast du gewonnen? Ich habe Schlitten geputzt und dann sieht man, was hier möglich ist. Rachel und Robby, wir sind hier oben. Nova, du hast dich leicht verletzt, aber du kannst Entwarnung geben. Es tut ein bisschen weh, du bist gegen die Bande gefahren. Genau, ich habe die Metallstangen da mitgenommen. Ladies first, ja? Ja, unbedingt, ja. So viel Liebe zwischen Paul und Max und die Daumen sind gedrückt. Chat 2, wenn ihr sagt, Nein! macht's. Was ist jetzt los? Ein Fehlstart von... Ich glaube nicht. Hey, aber Moment! Ist das erlaubt? Das ist die Frage. Das ist die Frage, ob das erlaubt ist. Kann man den geben? Sag mal wirklich, Chat. Ich würde fast sagen, bei 19 Sekunden spielt es keine Rolle, aber 9 bis 10 Sekunden, würde ich sagen, hat er sich ergaunert, oder? Was ist passiert beim Start bei dir? Am Anfang? Ja. Eben gerade? Hab vercheckt. Du bist einfach nicht gestartet? Ja, ich habe einen Gedanken. Hanna und Adi Totoro stehen hier 1 gegen 1. Und Anna hat extra gesagt, sie möchte links innen fahren. Was habe ich gesagt? Anna. Hanna. Ach so. Ja, jetzt muss ich dir die einzelnen Timer noch vorstellen. Ich merke das schon. Du bist schon im Tunnel. So, pass auf. Du wolltest innen fahren, damit du ihn rausdrängen kannst. Ja. Gute Taktik. Ich drücke dir die Daumen. Adi, viel Spaß. Bitteschön. Danke, gutes Rennen. Hanna also gegen Adi Totoro. Adi Totoro, der Dritter geworden ist im Qualifying. Dann musst du quasi darauf vertrauen, dass der da vorne ist, noch irgendwie einen brutalen Fehler macht. Aber das sehe ich bei Adi nicht. Ich glaube, der fährt das souverän dann durch. Boah, guck dir das an. Souveränität ist das Stichwort. Aber Adi Totoro ist schon zu weit weg und das ist sein Sprung ins Viertelfinale. Souverän. Adi Totoro ist nicht zu bremsen. 1,03 im schweizerisch-österreichischen Duell hier in Davos. Was ist hier los, Murat? Keine Bremse. Du hast keine Bremse, du brauchst keine Bremse. Weiß ich nicht. Was heißt, weiß ich nicht, du brauchst doch keine Bremse, ist doch scheißegal. Es geht rein ins nächste Achtelfinale. Wer macht das Rennen? Chat 1 für Ronny, 2 für Murat in den Chat. Aktuell sagt ihr Ronny ganz weit vorne. Aber Rachel, der Start ist beiden eigentlich ganz gut gelungen. Jetzt kommt Ronny und überholt. Ein Kopf-an-Kopf-Duell. Murat ist doch vorbeigezogen. Ja. Aber er macht es souverän. Sehr gut. Murat steht im Viertelfinale. Wer hatte das geschafft? Und Ronny Berger, der Mann mit dem Monstersprung, der Zweiter geworden ist im Qualifying, scheitert an Murat. Wir haben die erste Sensation. Jetzt gibt's Liebe. Du ziehst ins Achtelfinale ein. Was sagst du deinem potenziellen Gegner? Oh, ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt. Vor allem, weil im Achtelfinale so Leute drin sitzen wie Julian Pohl, der hier runterfährt, als wäre es das Einfachste der Welt. Nati und Maelo sind bei mir. Die beiden werden sich jetzt duellieren, sozusagen. Und ich glaube, die Dame hat die Nase vorn. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl, dann Vamos. Ja. Nati gegen Maelo am nächsten Achtelfinale. Ja, aber Maelo ultra souverän. Ich bin gespannt auf die Zeit. Mit südamerikanischer Klasse. Maelo mit 1,04, das ist eine absolute Und Nati rennt ins Ziel. Renn! Ja, Paula und Jonathan stehen bei mir. Und ich bin der Meinung, was ich so das letzte Mal hier gesehen habe, der Start entscheidet das Rennen. Ja. Also Paula gegen Johnny. Ist das vorletzte Achtelfinale. Gleich folgt noch Emma. Einer der Guten. Auf Auge bringt er das ins Ziel. Hart ist das.
Das entscheidet am Ende. Brutal. Und die letzten beiden Rekonvaleszentinnen. Ihr könntet Zwillinge sein. Emma und Phoebe. Ich sehe keinen Unterschied. Ich habe bei mir im Chat gelesen, dass sie sich auch anhört wie ich anscheinend. Vielleicht bin ich am Cosplayen. Habt ihr vielleicht dieselben Eltern? Wir müssen noch mal eine Ahnenforschung betreiben. Wäre mir neu. Müssen gucken. Vielleicht bin ich auch der Vater, man weiß es nicht. Robby, vielleicht du. Wir wissen es doch alle nicht. Dankeschön, lieber Max. Und jetzt also das letzte Achtelfinale. Chat, was sagt ihr? 1 Phoebe, 2 Emma. Und beide kommen verdammt gut aus den Startlöchern. Nahezu identisch. Das Duell auf absoluter Augenhöhe hier. Und das hatten wir bisher auch noch nicht, dass man sich da gegenseitig anfängt zu rammen. Also Phoebe hat das brutal drauf mit dem Sliden auf den Knien. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Wahnsinn, ein hochinteressantes Rennen. Phoebe mit einer fantastischen Zwischenzeit. Phoebe kommt das. Wow! Fantastisch! Wow! Nein, das könnte. Wow! 57,16 Sekunden für Phoebe. Alle Achtung, was ein Rennen, wie gut. Tunnel ist am schnellsten. Ja, aber wie nimmst du den Tunnel? Ich zitter so, wo sie an mir oben da rankam. Ich wollte eigentlich die Rampe nehmen. Auf einmal, die schneidet mir den Weg ab. Ich dachte, jetzt ist vorbei, ich gehe in den Zaun oder so. Aber ey, mega Rennen, Emma auch super gefahren und ich bin übertrieben überrascht und freue mich sehr. Massenstart geht los. Ich gebe das Kommando auf die Plätze, fertig, los. Und bei los fahrt ihr. Los! Ja. Oh mein Gott! Im Start von Davos. Adi ist hier, Phoebe ist hier, Rachel ist da. Ich bin da und es ist tatsächlich ein fantastischer Start von sehr, sehr vielen. Paula holt das. Geil! Clap für Paula in den Chat. Gut. Paula holt das Ding in der sogenannten Lucky Loser Runde. Paula ist jetzt Platz 9 insgesamt. Deshalb haben wir ja das Rennen gemacht, ne? Ja, genau. Um zu entscheiden, wer ist welcher Platz, dass man am Ende eine fixe Tabelle hat. Das ist es. Julie gegen Freddy, Paul gegen Adi, Murat und gegen unseren Spezialperuaner. Das sind, no joke, das sind so geile Viertelfinals. Phoebe gegen Jonathan. Auf geht's, Julie gegen Freddy. Das vorgezogene Finale und es geht los. Beide kommen sehr gut raus. Freddy etwas weiter vorne. Julie nimmt noch mal ordentlich Fahrt auf. Ich mache mir schon Gedanken. Oh, die erste Überholaktion von Freddy. Stark gemacht, da zieht er vorbei und geht in die erste Kurve. Spring wieder rauf. Nein, du hast doch schon fast den Sieg. Let's go, Freddy, auf den Bauch. Und dann fährt er da noch mit dem letzten Speed ins Ziel. Und Freddy. Es ist ein Viertelfinale der Superlative. Ganz viel Liebe übrigens für diese Grafiken hier von Red Bull. Adi gegen Paul. Das Duell der Freunde. Und Paul kommt besser raus aus der Box. Aber Adi kommt hier wieder ran, attackiert Paul und zieht jetzt in diesem Moment an Paul vorbei. Aber Adi macht. Rufe verloren, kurz vorm Ziel, spielt keine Rolle mehr. Paul hat nochmal richtig attackiert hinten. Da liegt eine Menge Gerätschaft, eine Menge Gerüst. Ich habe das Gefühl, auch 3 Millionen Kameras. Adi Totoro schlägt Paul, die beiden, die vor dem Event hier so wunderschön gesungen haben. Dankeschön, ihr Lieben. Murat, ihr sagt mal, Elo macht's mit der 2. Jetzt sieht es aus wie die größte Slow-Mo. Bleiben beide stehen. Und jetzt natürlich auch nochmal schön festgefahren. Aber beide, ich glaube, das wird eine knappe Kiste. Und es riecht nach Sieg. Hey. Und wie? Maelo. Jonathan gegen Phoebe. Ihr seht Phoebe vorne und zu uns hat sich als dritter Co-Kommentator quasi Adi Totoro gesellt, der Mann, der schon im Halbfinale ist. Und Schweiz sucht das nächste Halbfinale. Phoebe. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, ob oben oder unten schnell ist. Und es ist genau gleich schnell, oder? Ja. Okay, unten ein bisschen schneller. Phoebe geht in den Tunnel. Komm, nimm mit den Schwung. Nimm mit. Nimmt sie mit. Gemacht. Nimm mit. Fantastisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieh rein, Phoebe. In der Schlussfolge. Oh mein Gott. Es ist Jonathan. Es ist Jonathan. Wow. Oh mein Gott. Wow. Julie, Paul, Murat und Phoebe treten jetzt nochmal in einem höchst spektakulösen Rennen, möchte ich sagen, gegeneinander an. Los! Wir schlittern hier weiter in Davos. Das sind spannende Rotler, die da jetzt noch im Massenstart am Start sind. Ja, Juli, jetzt geht's los. Hau rein. Phoebe richtig gut dabei. Die Fahne. Heilige Mutter Gottes. Läuft.
Den Massen. Phoebe, let's go! Nice one. Nice one. Phoebe prescht hervor und wird Lucky Loserin. Das ist ja sensationell. Phoebe wird 5. Straight in Richtung Halbfinale, das genau so aussieht. Freddy gegen Adi und Maelo gegen Jonathan. Einer von den beiden wird ins Finale kommen. Adi. Bin nervös, aber auch sehr, sehr konzentriert. Wer von welcher Seite aus startet? Schere, Stein, Papier, Best of 1. Ja. Schere, Stein, Papier. Gut. Halbfinale Nummer 1, also Freddy gegen Adi, danach Maelo gegen Johnny. Aber erstmal Freddy gegen Adi und wir haben 2 kompetente Co-KommentatorInnen mit Phoebe und mit Paul. Und los geht's! Ja, warum ist es so nass auf der Piste? Oh mein Gott. Come on, Adi. Come on. Oh mein Gott, Come on, Adi. Oh! Jetzt muss er Was? alles ziehen. Er läuft. Spring drauf, spring Alter. drauf. Super. Und jawohl. Hier, jetzt zieht er alle Register. Freddy holt das Ding. Freddy holt tatsächlich das Ding und macht das, was Phoebe gesagt hat. Der zieht einfach durch. Ey, super. Der war in seinem Film, der war in seinem Tunnel. Das zweite Halbfinale. Beide sind im Tunnel, beide sind konzentriert. Wir werden den zweiten Finalisten sozusagen jetzt küren in den nächsten 60, 62 Sekunden. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh ja, und wir sind wieder nicht alleine. Wir haben wieder kompetentes Fachpersonal eingekauft mit Adi Totoro. Boah, krasser Start von Johnny. Ultra krasser Start von Johnny. Naja. Jetzt wird es ganz, ganz eng und jetzt zieht Maelo. Oh mein Gott! Der Sturz. Beim Überholmanöver. Und Maelo ist im Finale. Sensationell. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber krass, gut gefahren. Es ist so, dass Flavio und Ronny Berger unbedingt gegen mich fahren wollen. Das ist ja nicht zu fassen. Wir werden alles pulverisieren. Ja, du bist ja schon ausgeschieden zweimal. Ja. Krass, in einem Rennen zweimal ausscheiden. Ist auch geil. Ich habe ausscheiden Du bist in einer gesagt. guten Position. Du kannst dich über alle lustig machen. Du kannst sagen, du bist ja schon rausgeflogen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal, was du drauf hast. Sind wir soweit? Plätze, fertig, los! Und dann lass was krachen. Boah, der Start ist brutal, oder? Alter. Oh, Schradin schummelt und Schradin kassiert davor. Oh mein Gott, Schradin ist wieder drauf auf dem Schlitten. Es wird geschlittert. Flavio gewinnt das Ding. Hey, Hauptschied. Ronny holt dich. Nee, will er nicht. Nur noch ein Stückchen. Max ist not impressed, dass er das verloren hat. Die Schuhe, Leute. Sportlichkeit auf dem höchsten Niveau. Was wir da gesehen haben. Ronny schiebt ihn durchs Ziel. Grandiose Bilder. Hört auf mit dem Scheiß, ganz ehrlich. Kinder, genießt euer Leben. Das war doch geil. Hast du dich nicht gespürt gerade? Hast du es nicht gespürt? Das Leben, wie es durch dich floss. Ich spüre dich gerade, ja. So, kleines Finale zwischen Jonathan und Adi Totoro. Und unter dem Rauschen der Drohnen geht das kleine Finale von Davos hier los. Johnny gegen Adi. Adi will die Ehre bei seinem Heimevent wiederherstellen hier in Davos. Nein! Heiliger Bums. Nein! Glückwunsch an Johnny. Johnny wird Dritter. Tolles Rennen hat er gemacht. Zeit auch. Jetzt, wo ist Adi? Da, Die große Suche. Komm, jetzt springt er mal richtig, Adi, spring, ja! Spektakulärer Sprung. Super. Finale. Oh. Zum letzten Mal sag ich, Rachel und Robby übernehmen von hier oben das Finale. Bitteschön. Jawohl, hallo und herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz. Freddy gegen Maelo. Freddy, der Riskante. Maelo, derjenige, der das Risiko scheut. Welche Taktik geht auf? Das ist die Frage, die Rachel und ich uns hier stellen. Definitiv. Und es geht schon los. Beide mit einem fantastischen Start. Okay, Maelo dreht ganz bisschen, kann es halten. Maelo kann es halten und er hat gut Speed. Er hat Speed. Beide haben gleich viel Speed. Maelo sitzt Freddy im Ja, Nacken. jetzt. Und wie? Jetzt ist eine ganz entscheidende Situation hier. Wer kommt besser aus Maelo dieser kommt ein leichten bisschen ran. Kurve? Maelo kommt ein bisschen ran. Ja, und Freddy hat Probleme. Freddy hat Tempoprobleme. Jetzt muss vielleicht auch Maelo ein bisschen angeben, aber es ist knapp. Es ist extrem knapp. Schon wieder. Maelo konnte da hinten raus den Speed noch mal gut mitnehmen auf diesem flachen Stück. Genau. Und jetzt wird es interessant. Diese Kurve, wer fliegt auch ganz enge Kurventechnik von Maelo. Der bleibt weiterhin dran. Ja, und jetzt Er wartet, ab glaube ich. hier muss man ziehen lassen. Ab hier einfach Füße hochziehen lassen. Freddy macht das gut. Freddy geht in den Tunnel rein. Maelo hängt da ein bisschen fest. Oh ja, Maelo hängt fest. Aber vielleicht wartet er auch nur auf den richtigen Moment. Freddy geht rein in den Tunnel und kommt vor allen Dingen gut wieder raus da. Ja, sieht gut aus für Freddy. Letzte Kurve, bekommt ihr die gut? Was macht Maelo? Wir sehen es gerade nicht. Das war's, fahr! Oh, Maelo sagt, das war's. Maelo hört ihr, aber ihr seht Freddy, der den Red Bull gewinnt. Freddy ist der Sieger des ersten Red Bull Bobcar. Wahnsinn. Und er
wird gefeiert. Aber ich sag verdient, Freddy, sehr gut gefahren, sehr konstant gefahren, viel Risiko genommen. Davos, seid ihr bereit für eine krasse Siegerehrung? Oh ja, die Crowd ist bereit. Ich hoffe, der Chat ist auch bereit. Und der dritte Platz wird belegt von Jontan! Zwar im Finale verloren, aber dennoch besser platziert als Jontan auf dem dritten Platz. Das ist der zweite Platz. Wird auch belegt von einem Schweizer, Maelo! Kommen wir auch schon zum besten Bobfahrer des Red Bull Bob Cups 2025 aus Deutschland, Freddy! Applaus! Er konnte sich in die Herzen der Zuschauer fahren und hat diesen goldenen Bob eindeutig verdient. Überreicht wird er von Adi Totoro. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Applaus für euch einmal. Applaus für Max Schradin, der diesen Weg auf sich genommen hat. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es den Red Bull Bob Cup 2026. Ich hätte gern auch ein Looping drin. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.